So, wir machen wieder mal einen Kulturtalk und wir machen wieder mal einen Kulturtalk mit jemandem, den wir sehr gerne haben. Megawatt heisst seine Band, Thomas Graf ist sein Name. Ja, schön, dich wieder einmal zu sehen. Ja, Chris. Wie geht's? Sehr gut, danke vielmals. Schön, darf ich da sein mit dir. Mal, cool. Wir haben ja schon manchmal Interviews gehabt. Ja, schon 1-2 Mal haben wir darüber geredet. So. Ja. Also, aber immer gut, oder? Ich kann noch behaupten, ich habe dich noch kennt, wo du noch so ein kleiner Fisch im Teich warst. Wo ich noch nicht abgehoben war. Nein, wo noch bei den Blue Bones und bei Mayday mitgeschwommen bist. So quasi. Nein, aber dann bin immer noch der gleiche, oder? Ja, bist gleich geblieben, ja. Einfach reicher und mit einem riesen Auto. Ja, genau. Ja. Nein, genau. Wir haben hier gerade noch eine interessante Diskussion. Die Diskussion war noch, du bist hergefahren mit dem Auto und ich habe wirklich gemeint, dass du schon so weit bist, dass das Auto gesponsert ist von jemandem, oder? Aber das ist noch nicht so weit bist du noch nicht, oder? Ja, das ist ein schöner Gedanke. Und dann schält der Wecker und man steht auf, oder? Genau. Nein, ich habe das Auto seit dem Sommer 2020 und dort, also die Beschriftung ist gesponsert, aber das Auto habe ich selber erworben, ja. Aber ja, wer weiß, also wenn jemand wenn Interesse hat. Eine Marke, aber müsste schon eine glatte Marke sein. Ja. Okay. Aber das ist auch so ein bisschen das, was man sich vorstellt. Eben, wenn man jemanden viel in der Zeitung sieht, wenn man jemanden ab und zu mal im Fernsehen ist oder so. Wie weit weg ist das von Realität? Also kriegst du alles gratis oder bist jeden Abend zum Nacht eingeladen? Nein. Irgendwo? Nein, überhaupt das will ich auch gerne nicht. Nein, das will ich auch gerne nicht. Stell dir vor. Nein, das ist weit weg. Also, ich merke das schon auch, eben die Aussenwahrnehmung, gell, so, die hat sich schon verändert. Eben, da bist du ein bisschen in der Zeitung, im Fernsehen und dann haben die Leute schon das Gefühl, ja, der wird jetzt nur arbeiten, oder? Der ist jetzt nur noch Musik machen und ein bisschen Social Media und that's it. Aber nein, ich arbeite 100%. Bin für meine Lernenden da und habe Freude mit dem Job. Das war ja auch euer Ziel, oder? Also es hat jetzt niemand bei euch in der Band irgendwie die Ambition, nur noch Megawatt. Nein, es ist ja nicht realistisch. Ja. Ich meine, wir machen Mundart Rock und gell, das ist die Schweiz. Die Schweiz ist unser Einzugsgebiet, sage ich jetzt mal. Primär. Es gibt zwar auch Österreicher und Deutsche, die hohe Züge mit uns, das ist auch cool. Aber unser Markt ist die Schweiz und das ist jetzt nicht. Ja, nein, die Ambitionen haben wir nicht. Vielleicht ergibt es sich mal, dass man reduziert, gell? Irgendwie, dass man vielleicht noch 80% schafft und so, aber 100% von dem Leben, das geht nicht. Da haben wir zu hohe Fixkosten. Ja, und ihr müsst dann auch irgendwie auf einen Trend reiten, quasi, wo euch vielleicht nicht so zusagt, oder? Also, ja, man könnte es ja eigentlich so sagen, wie es ist. Also, Rock ist jetzt nicht mehr eigentlich so der super Trend momentan. Also, wenn man die Hitparaden anschaut, sind selten eigentlich so neue Rockbands. Jetzt bin ihr. Ja, das ist mir immer schon wurscht gewesen. Das ist mir immer schon wurscht. Also, nein, weil ich immer aus Freude Musik gemacht habe und das gemacht habe, was mir gefällt. Du bist mit Megawatt ja mega eingespannt auch, oder? Also, inwiefern bist du noch mit Mayday und mit Blue Bones aktiv oder hast du das momentan ein bisschen auf die Seite oder auf Eis gelegt mit diesen zwei? Also ja, ich meine, ihr seid ja viel unterwegs mit Megawatt und ja. Also eben Megawatt ist natürlich schon das ich sage jetzt mal das, wo ich sehr, sehr viel Zeit investiere. Und ja, nebst dem Arbeiten gibt es meine Liebsten und Megawatt eigentlich. Das sind die 3 Sachen, die ich wirklich intensiv betreibe. Blue Bones, dort proben wir einmal in der Woche. Und das funktioniert. Dort ist es aber so, dass wir eine neue Sängerin aufbauen, damit die, ja, weil es einfach von den Terminen her, ich will nicht, dass sie nicht spielen können, weil ich keine Zeit habe. Und mit Mayday ist es jetzt wirklich über die Corona-Zeit jetzt halt einfach irgendwie ein bisschen eingeschlafen, aber wir sind immer im Kontakt. Also ich werde nachher auch einen Käferli trinken mit dem Röbi. Und also es ist nicht alles gut, aber es ist wie der
bisschen eingeschlafen halt. Ja. Aber sie haben dich schon auch immer mega unterstützt mit dem Zeug, was du gemacht hast, oder? Also es hat jetzt nicht irgendwie von mir Idee geheißen, ja, es wäre schon schön, wenn du bei uns würdest. Also sie haben dir da nicht Türen verschlossen, im Gegenteil, überhaupt oder? Nicht. Nein, überhaupt nicht. Nein, ich meine, wir sind ja alle in einem Alter, wo man einfach, ja, ich meine, man gönnt dem anderen etwas, oder? Ich finde es noch wichtig, dass man das auch kann. Und sie haben sich mit mir gefreut. Und aber ich habe auch gesagt, schau, ich bleibe euch bestehen. Also, eben, wir müssen schauen wegen der Zeit, wie es aufgeht, oder? Also, weißt du, das war noch vor dieser speziellen Zeit. Ich sagte, wir müssen schauen, wie es aufgeht. Und first come, first serve wegen der Termin, oder? Und ja, so sind wir jetzt auch verblieben. Aber es ist natürlich schon so, dass es relativ ruhig jetzt ist im Moment bei Mayday. Ja. Jetzt kommt ja im März kommt eures zweites Album. Inwiefern unterscheidet sich die Produktion vom zweiten im Vergleich zum ersten, was ihr gemacht habt? Von Produktion her meinst du? Also ja, wie es entstanden ist? Wie sind ihr daran hergegangen? Oder? Ja. Also würdest du sagen, es ist das neue Album eher ein Bandalbum als jetzt das erste? Also gell, beim ersten war es so, dass natürlich dass der Georg und ich die Songs geschrieben haben. Die sind eigentlich schon so gut wie ready gewesen, parat gewesen, wo ich dann die Band zusammengestellt habe, oder? Und das ist jetzt natürlich anders gewesen, oder? Jetzt haben wir schon eine 2-jährige Geschichte gehabt, sind extrem zusammengewachsen, auch mit dem Georg, mit unserem Produzenten. Und durch das ist natürlich schon so gewesen, dass viel mehr Freiraum entstanden ist, auch für die Jungs, dass sie wirklich ihre Inputs können, realisieren und umsetzen. Und von dem her ist natürlich viel mehr in dem Album drin, auch von den Jungs. Also man hört ihre Charakteristika, hört man so. Ja. Also man hört so an der Solo, das ist der Marco. Oder? Ja, Marco, Dario, Pedi, ja. Gut, genau. Solos sind auch beim ersten Album so gewesen, dass geheißen Feel Free, Just Do It. Also ist dir auch wichtig, dass sie da, also Musiker halt auch wirklich einen gewissen Freiraum haben, obwohl Kompositionen halt doch vom Georg sind, oder? Ja, aber es ist wichtig, dass man sich einfach mit dem identifizieren kann. Das ist wie wenn ich jetzt nicht beim Songwriting dabei gewesen wäre, wenn jetzt du zum Beispiel einen Text geschrieben hättest für mich, oder? Und ich denke, ja, ist okay. Aber dort wäre vielleicht ein bisschen schönerer Dialekt. Ich sage nur Löwenherz. Aber das ist okay. Ist schon gut. Nein, ist gut. Das haben wir schon mal. Ja, genau. Oder irgendeine Story, wo jetzt ich nicht dahinter steht, dann will ich das nicht singen. Weißt du, dann ist einfach dann habe ich die Identifikation nicht. Und gerade live auch, hat mir letztes jemand angezündet und gesagt, hey, deine Mimik und Gestik beim Singen ist brutal. Dann habe ich gesagt, ja, wie meinst du brutal? Scheiße, oder? Das ist einfach so fest. So. Du fühlst es und zeigst es auch, oder? Ich fühle es halt auch. Darum gesagt, das wird ich tue nicht automatisch irgendwie so, sondern das kommt einfach, oder? Weil ich einfach im Song drin bin. Und das geht natürlich viel einfacher, wenn du beim Prozess dabei bist und dein Input auch drin ist und ja, du dahinter stehst. Und so ist es mit der Musik auch, oder? Aber gleich, Megawatt ist jetzt nicht so eine Band, die im Bandraum geht, zusammen jammt und nachher schafft sie so einen Song auf Platte. Es ist eher so, dass ihr Komposition kriegen. Ja. Also eben du und der Georg das machen. Wir machen es, ja. Der Georg und nachher wird jammt, wie setzen wir das Ganze um? Welches Riff kommt dort? Was, also, ist so sind Basics eine Art, oder? Bei euch? Ja, der Songwriting-Prozess ist nicht Standard. Also ist nicht ein Standardprozess, glaube ich, wie das viele Bands machen, weil es ist eine Art Kernteam, der Georg und ich, wo die Songs, Themen, Text, die Songs schreiben. Dann produziert der Georg in seinem Studio mal eine Demo im Sinn von, wohin das gehen könnte, wie es tönen roh, ziemlich roh. Und dann können die Jungs drin spielen und nehmen das Zeug auf mit ihrem Touch, noch mit ihren Inputs. Und bei dem Album war es auch so, dass ich glaube, von der Musikseite das praktisch alles daheim aufgenommen worden ist.
das ganze Album. Also sprich, der Marius, er hat Schlagzeug bei uns im Proberaum. Er ist einfach auch, er ist technisch halt einfach so gut und hat alles so im Griff, dass er selber sein Schlagzeug mikrofoniert hat. Alles wirklich und im Proberaum das aufgenommen hat. Und der Georg, und das ist jetzt auch ein Unterschied natürlich zum ersten Album, der Georg weiss genau, was er an uns hat. Was sind unsere Stärken, was bringt jeder mit, was für Rucksäcke haben wir dabei. Und die sind sehr gross, oder? Und darum hat der Georg, der Produzent, auch gesagt, hey, Marius, nimm du das daheim auf, du hast das so im Griff, vom Mikrofonieren her, das bringt nichts, wenn du auf Zürich kommst, zu unserem Studio, das wird nicht besser, sondern machst du daheim. Machst du im Proberaum. Und er sich auch wohlfühlt halt, oder? Ja. Und das ist für den Marius natürlich sehr entspannt auch. Und alle Musiker haben wirklich das Zeug daheim aufgenommen und dann nach Home Recordings, also. Eigentlich schon, ja. Und der Georg hat dann das zusammengeführt im Studio. Und abgemischt und es drückt schon hure. Also ich muss sagen, es ist, es dampft. Jetzt habe ich gesehen, ihr seid auf das neue Album her, sind ihr auch, also habt ihr jetzt alles ein bisschen mehr verteilt. Also das Booking macht Good News, glaube ich, gell? Produktion macht immer noch Hitmill und Management plus minus macht Starfish. Oder Medienarbeit macht Starfish. Oder? Medien, genau. Promo ist Starfish, der Rico, ist cool. Ja. Muss man das mit der Zeit einfach, wenn es ein bisschen grössere Kiste wird, verteilen? Oder sind ihr auch einfach froh, dass nicht mehr alles nur selber machen muss? Also weißt du, so eine Newcomer-Band normalerweise macht eigentlich alles selber, oder? Ja, das sind wir uns ja auch gewöhnt gewesen, oder? Dass wir alles selber gemacht haben. Wirklich ist für uns auch eine Umgewöhnung, dass wir ja eben, dass man Management hat, dass man Booking hat, dass man Promo-Abteilung hat, wo die Termine und alles koordiniert und das ist auch ein bisschen ein Loslassen, oder? Weil wir haben dann etwa die schon Reibungspunkte, wo wir halt das Gefühl haben, ja, aber, oder? Weißt du, von der Band, vom Band-Feeling her so Sachen, die uns interessieren, wo aber eigentlich musst du einfach sagen, ja, ihr macht das super und es ist wirklich ein cooles Team, alle miteinander. Und es ist einfach schön, wenn du natürlich mit so wirklich Profis zusammenarbeiten kannst. Also weißt, wenn ich zurückschaue, was ich alles gemacht habe in den Bands, wo ich schon war, dann ist das schon cool im selben Moment. Aber ja, es gibt Leute, die das besser können. Es gibt Leute, die das besser können, ja. Also nimmst du auch sehr viel für dich mit? Also, ja, für also mich würdest du sagen, bist du ein besserer Geschäftsmann oder besser in Social Media und allem drum und dran, als vor Megawatt warst? Also Social Media würde sofort uns schreiben, das ist so. Ja, weißt du, jetzt eben in ein Handy hier reden, etwas erzählen, ist etwas, wo ich sicher gelernt habe in diesen 2 Jahren jetzt, wo ich einfach, oder auch das Ganze mit den digitalen Medien ist ein riesen Mehrwert für eine Band, braucht aber viel Zeit, aber wenn du natürlich eine gewisse Erfahrung hast, dann bist du auch effektiver, effizienter. Dort habe ich sicher viel profitieren und auch das ganze Business natürlich, wie das läuft, also in dem Stil ist schon auch spannend, oder? Und du triffst so viele gute Leute, weißt du, und Kontakt, wo du hast. Für mich einfach natürlich auch schön, weil ich habe Menschen gerne und ich gerne immer wieder, bin sehr neugierig auch und du dann gerne so Sachen erfahren auch. Wer ist der bekannteste auf deinem Handy? Wer ist der bekannteste? Ja, das habe ich mich jetzt gerade gefragt. Von wem hast jetzt du die Nummern, wo man sagen würde, mal, der ist bekannt? Oder ist dir das wirklich so, also... Was denkst du? Ist mir das wichtig? Nein, ich denke, es ist dir nicht wichtig, aber es macht sicher etwas aus, dass du einen Freddy Scherer zum Beispiel jetzt gut kennst oder so, weißt du? Also was ist so die Bekanntschaft, die du gemacht hast durch Megawatt, wo dir vielleicht am meisten bedeutet? Wo du jetzt als kleiner Bob denkst, das wäre lässig, wenn ich den kennen würde. Ich kann dem Fall wirklich nicht. Ich bin ja nicht auf das raus. Also weißt, wirklich nicht. Das ist nicht. Für mich ist jeder Mensch
gleich. Also weißt du, das ist nicht jetzt irgendwie ein auf das Mal wertvoll. Du redest schon von dem Wert. Ja. Was bist du mega stolz drauf. Es ist natürlich cool, wenn wie soll ich sagen, eben, du hast es zu Fredi erwähnt, er hat uns die goldene Schallplatte gebracht, und ein paar Tage später läutet er mir an und sagt, hey Thomas, wir haben hier im Kater in Zürich haben wir eine Videopremiere für China und wäre cool, wenn du könntest moderieren, würdest du das machen? Und ich sage, natürlich mache ich das. Weißt du, das ist natürlich schon cool, wo ich vor 2 Jahren nie daran gedacht hätte, dass jetzt mir ein Fredi anruft, aber ist auch lieb aber es ist einfach schön. Also weißt du, also ist jetzt nicht ein Manu so... Burkhardt, der einfach irgendwo war und ja, wo ich mir schon wirklich fast in die Hose gesagt habe mit Divertimento, weißt du, so, wo ich dann auch denke, hoi Manu, weißt du, so, ja, einfach cool, einfach schön, aber nicht irgendwie, das sind dann nicht irgendwie... Aber es ist nicht so gesucht, oder? Also es ist, es entsteht einfach, oder? Und, ja. aber es ist doch irgendwie speziell, oder? Wenn du auf das Mal so die aus dem Fernsehen quasi einfach so kennst, oder? Und sie auch wissen, wer du bist, oder? Das stelle ich mir schon noch speziell vor. Aber wegen dem, ich bilde mir jetzt dort nichts ein. Ich meine, wenn ein Röbi Koller Röbi Koller zu mir und sagt, du bist ja der Thomas, oder? Und wir reden dann nachher noch miteinander und so. Er ist schon glatt, oder? Weil den kennst du ja noch vorher nur vom Fernsehen und dann kommt er so auf dich zu und sagt, hey, du bist ja der Thomas und nachher Backstage hast du noch gute Zeit und so. Aber das sind einfach Erlebnisse, die niemand mehr nehmen kann. Aber ich schätze es einfach und habe Freude, aber ich bilde mir nichts ein wegen dem. Also, weißt, bist jetzt nicht wegen dem ein Autogrammsammler geworden oder nein, ein Handynummer-Sammler? So. Nein. Nein, wirklich nicht. Nein. Du findest auch nicht jetzt bei mir auf meiner Social Media irgendwie Fotos, die ich da am Posten bin. Es gibt ja Leute, die wirklich das... Also Promis jagen ein bisschen. Und, ja, ich meine, ich kenne das ja schon, den Effekt, den es gibt, oder? Wenn du die mit Promis fütterst, dann nachher wirkt es automatisch auf dich auch, oder? Färbt es quasi ab, wie wenn ich jetzt würde sagen, ich habe mit dem Michael Jackson zusammen Geburtstag, oder? Dann passiert da etwas. Ja. Er hat auch locker gehabt. Nein, aber weißt du, dann wird das so, das ist in der Kommunikation so. Aber aber hat sich, dein Alltag hat sich schon massiv verändert, oder nicht? Oder, ja, genau. oder ist beim Arbeiten am Morgen, ich gehe arbeiten am Morgen, dann habe ich Mittagspause, dann habe ich vielleicht noch schnell, muss ich noch irgendeinen Text anpassen von einem Interview oder muss schnell Sprachnachricht für irgendein Radio machen. Oder aber wenn jetzt du mal und dann arbeite ich wieder weiter. Ja. Und dann ist irgendwann Feierabend und dann gehe ich heim, dann läutet meistens der Marius noch an, weil er auf dem Heimweg ist, dann reden wir eine Stunde am Telefon. Aber du wirst nicht, also dein Alltag hat sich nicht verändert, seit Megawatt so grosse Nummern ist und irgendeine Hitparade und überall in der Zeitung sind. Also das hat sich da nicht, kommen da nicht Leute auf dich zu und sagen, ja, hey, Fötterli und so. Also ja, weißt du, umgekehrt. Ja, aber das ist nicht der Alltag. Ja. Also, weißt, ist das nicht jeden das ist Tag nicht mein so? Alltag. Ja. Nein, im Alltag bin ich am Arbeiten, ganz normal, wie ganz viele von uns allen. Und dann gibt es so Momente, wenn ich natürlich jetzt am Abend irgendwo in einen Pub gehe und dann hat vielleicht schon jemand einen Schluck 2 zu viel gehabt oder so und dann ruft man durch die ganze Ding «Thomas!» also so einen Moment gibt es, oder? Oder wo dann einfach die Leute auf dich zukommen im Ausgang, die einfach Freude haben mit dir. Aber das ist ja nicht der Alltag. Weißt, der Alltag ist für mich eben, das ist der Tag. Oder? Und dort ist einfach, das ist normal, auch mit meinen Lernenden. Eben, sie finden es spannend, zum Beispiel dort eben, wo wir den Drive-In hatten und so viele Autos gekommen sind, um quasi die Band von ihrem Geschäft zu sehen. Weißt du, so. Das war für sie so ein bisschen surreal gewesen. Und einer ist herzig, hat gesagt, eigentlich ist es schon nicht cool, wir müssen einfach am Morgen arbeiten und sehen die. Wir müssen nicht im Auto von ihr herfahren. Weißt du, das ist speziell, ja. Aber nein, es ist,
Aber ich suche es andere auch nicht. Weißt du, was ich meine? Ich gehe jetzt nicht irgendwo Du bist nicht so zum ein Migo Güppli- präsentieren oder irgendwie. Güppli und roter Teppich, das ist nicht so deins in dem Fall. Nein. Ja. Du bist Nein. lieber mit Johnny, Bärli und wenn man die gerade zufällig trifft, hat man gerade Glück gehabt. Dann gibt es aber schon ein Viertel, aber Ja, aber ist ja schön. Aber das tut mir mittlerweile nicht mehr. Oder auch irgendein Autogramm. Das ist ja schön, wenn ich jemandem eine Freude mache, ist das gut. So sehe ich das. Ja. Nicht, dass ich wichtiger bin, sondern dass ich ihnen einfach Freude mache mit dem. So, so einfach ist das. Schau. Ja. Und das bleibt auch so, hoffe ich, oder? Auch zukünftig so. Ja, gell, es ist schon so, dass die Aussenwahrnehmung, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich verändert habe. Ich weiss nicht, oder hast du das Gefühl, wir kennen uns jetzt schon will? Nein, ich finde nicht. Also ich glaube auch nicht, dass ich mich verändert habe, obwohl sehr viel passiert ist. Aber was sich halt verändert, ist, dass die Aussenansicht von mir, oder? Also die Leute, die mich sehen, haben ein anderes Bild von mir. Quasi, ja, der vom Fernsehen, der berühmten. So. Und ich glaube schon auch, wenn ich jetzt jemandem nicht Hoi sage, weil ich vielleicht irgendetwas studiere, dann könnte es wahrscheinlich schneller heißen, aha. Jetzt. Aha. Aber ich glaube, das passiert mir eigentlich nicht. Ja. Du sagst Also einfach mal kollektiv ja, ich bin... Ob sie jetzt kennen, ich weiß nicht, was die nicht wollen. Schon eher der Freundliche. Also, ich habe ja eine Vorbildfunktion, jetzt zum Beispiel mit meinen Lernenden. Und dort sage ich auch, hey, das gehört einfach zum Grundanstand, dass man Hoi und Ciao und Danke sagt. Und so. Es gibt ja immer, also weißt du, ihr habt relativ viele positive Nachrichten, die reinkommen zu euch. Gibt es auch die anderen, die sagen, boah, also mit dem Sound könnte es bei mir jetzt gar nicht mehr reissen? Oder ihr habt, Megawatt hat den Arsch verkauft oder irgendwie so. Gibt es die auch? Also die Positiven, die überwiegen, ganz sicher. Ja. Und andere, ich glaube, das kannst du auch nicht verhindern. Gell, die wahrscheinlich kritisch sind, die sagen es mir auch nicht. Das erfahre ich auch nicht, wenn ich es nicht irgendwo sehe. Und ich meine, es ist so Mundart, es gibt Leute, die das einfach, sie wissen meistens nicht warum, aber es gefällt ihnen nicht so. Und das gibt es und es soll auch bei der Musik so sein. Also Musik ist Geschmackssache. Und wenn es jemandem nicht gefällt, was ich wenig Verständnis habe, ist wenn zum Beispiel irgendwie jemand einen Post macht, also das ist ja bei mir auch so, wenn irgendwer einen Post macht und ich sehe, hey, die Person hat eine hohe Freude mit dem. Weißt du, hat Applaus und ist stolz drauf. Und dann gibt es derjenige, die unten dran einfach irgendwie eben blöde Kommentare schreiben, Abschätzungen, respektlos. Selbst dort habe ich kein Verständnis, weil dann denke ich, hey, wenn es dir nicht gefällt, dann lass doch die Freude. Dann musst du nicht, ich weiss nicht, warum die Energie investieren, um etwas zu schreiben, wenn sie ja schon nicht gut findest. Also weißt du, so, die Motivation verstand ich nicht. Aber das finde ich noch interessant, dass ihr eigentlich so ein bisschen wie eine Gegenbewegung, also weißt du, wenn man jetzt da bei euch im Facebook, in dem Fanclub drin ist, da merkt man, die Leute sind so nett zueinander und so extrem cool und easy, oder? Und auch zum Teil hat es halt Sachen, wo vielleicht jemand nicht gerade so eine gute Rechtschreibung hat, aber es wird nicht aufeinander umgekehrt. Nein, stell dir vor. Und dann gehst du raus oder zum Beispiel 20 Minuten in Kommentarspalte und da stellst du dir alle Haare zu Berg, weißt du, wie die Leute aufeinander losgehen und so. Ist es euch auch wichtig, halt, dass ihr das Positive mit der Musik auch auf eure Fans und Fans dann halt auch auf die sozialen Medien und so. Philosophische Frage. Nein, aber ich finde es spannend und ich glaube, also bewusst ist das nicht gesteuert, überhaupt nicht. Aber ich glaube schon auch, also ich bin selber auch sehr ein Chancendenker. Ein Positiv, ich sehe wirklich immer das Positive und das Gute im Mensch. Und ich glaube, das überträgt sich schon. Ich bin auch harmoniebedürftig, so ziemlich. Oder nicht nur ziemlich, sondern sehr. Und es ist wirklich auch schön, dass ich sehe, dass dort wirklich Freundschaften entstanden sind. Und wir können auch vielfach Nachrichten über, hey, es ist auch schön, dass es euch gibt. Und durch euch habe ich in dem Konzert die und die Person kennengelernt und wir sind jetzt Best Friends. Weißt du, so einfach schöne Geschichten. Und auch, ja, wenn du das einfach siehst, ist etwas, das ist schon wie so ein bisschen Family, das klingt fast ein bisschen kitschig, aber es ist wirklich, die sind
recht zusammengewachsen. Oder dann haben wir ein Konzert nicht gehabt und dann haben sie geschrieben, komm, im Fanclub. Also im Fanclub, doch einmal ein Treffen gemacht oder so, nicht? Ja, der Fanclub, es gibt ja einen Verein. Es gibt Ja. einen Fanclub, wirklich einen Verein, der gegründet worden ist. Dort zählen jetzt irgendwie 350 Mitglieder. Wahnsinn, Mann. Dort haben wir ein Treffen gemacht, genau. Aber dann gibt es ja die Fanclub-Gruppen auch im Facebook. Dort sind irgendwie 2'500 oder mehr. 2'500, Ja. glaube ich, mittlerweile. Man verliert sich ein bisschen aus dem Blick. Weil wir ein Konzert mit denen können spielen, haben sie gesagt, komm, jemand hat dann die Initiative ergriffen und gesagt, komm, die Lust haben, komm, wir treffen uns dann am Wallensee. Oder? Das sind, glaube ich, noch wacker Leute. Es ist einfach die Lust, völlig unverbindlich. Und ich habe das natürlich auch mitbekommen. Und dann war ja noch da Wallenstadt Open Air gewesen. Und dann bin ich dort noch gut die Wallenstadt Dorftafel föteln und habe das verbunden und bin dort auch vorbei Heu sagen, oder? Das ist natürlich schön, einfach schön. Weißt du, so Sachen. So unzwungen. Sie hatten noch den Plausch und jetzt so nicht lange bleiben können, weil wir noch probiert haben, aber ja, einfach positiv. Unzwungen positiv und Ja. nicht irgendwie diesen Öl ins Feuer werfen, noch Nahrung geben, oder? Ja. Nein, ist cool. Ja. Nein, denen geben wir Kraft. Und das ist ja zu akzeptieren. Musik, du kannst es nie allen recht machen. Das ist einfach so. Ja. Aber ihr macht es, glaube ich, ganz vielen Leuten recht. Ja. Und viele Leute haben Freude. Und das geht hoffentlich noch ein paar Jahre so weiter. Das ist ja auch schön. Das ist ja das, was uns so motiviert. Also, weißt, Die felsenfeste Fanbindung quasi. Ja. Nein, das ist super. Ja, danke, dass du da bist. Und freue mich mega aufs Album. Hoffe, ich kriege es ein paar Tage vorher, dass ich ein bisschen reinhören kann. Come on! Also eben, wenn man es vorbesteht, dann ist es am 17.03. schon im Briefkasten. Okay, ja. Und am 18. wird es veröffentlicht. Du weißt, dass ich am 11. März Geburtstag habe, 11.3. So, Okay, so eine Woche ja, vorher. Ich habe das Geschenk schon gekauft, Chris. Das wäre eine Option. Ja. Hey, Weißt gut. Du, danke vielmals, dass ihr da Ja, seid. danke dir. Alles Und Gute dir. Gruß den Jungs. Ja. Deine Aussicht. Das wäre es schon gewesen. Kulturtalk mit dem Thomas Graf. Schon wieder. Aber ja, du, wenn sie so viel Musik machen, ist doch das tipptopp. Danke fürs Zuschauen. Holen euch felsenfest.